Salut! An herzlich willkommen bei Luxplay. Das Firma de Summer ass fertig, obwohl man dëske net wirklich konnte vu Summer schwätzen, an et schënnerem ganz viel neue Spieler für unter dir. An ich finde sogar 2 Spieler aus der Vakanz mitgebracht. Mal. Wieso nimmen zwei? Bah, sie sind frisch angeflohen, mir leider die ganze Rest der Fluggesellschaft verloren. Die sicher sie lo nach. Mal für dich. Ja. Und ich glaube, etwas Kleines für dich. Fragt doch so wirklich, ob's klenges. Das ist immer okay Vollpreistitel. Ja, mir ob Crash Team Rumble nicht just klein, mehr fein ist, da erzählt ich Xenia lo. Guck mal, etwas mit dickes, gute Stunde, aber auch nach Anfall ist Wow, gimme. Wow, Final Fantasy 16. Der das noch durchgegangen. Oh, ja, so just. Ich hatte wirklich schon gefragt, ich müsste extra Gepäck abgehen. Du kriegst aber noch gerade so dran. An ob dat, der perfekte Souvenir aus der Vakanz ist, gesidolo. Nëderich seit Göchter wësse wuel die meescht, dat bei Final Fantasy guernecht feine lass. Ausser fleit den Net nëmmen ginn Fans demnächst beim langer Wart den zweeten Deel vum Final Fantasy VII Remake beglückt, Micher bereits dëse Summer kom den neizten Titel vun der Hauptreihe aus. Final Fantasy 16. Dëse rezente Franchise zouwurs huet allerdings schon am Vierfeld wéi auch no Release Verbindungsverschiedenheeten ënner Final Fantasy Fans gesuercht an Gamer gesplickt. Wat war geschitt? Gimmer vielleicht fir déich mal 2 Schritt zréck a kucken als Final Fantasy 16 am allgemengen nun. Final Fantasy as een Urgestein an e Klassiker am JRPG-Genre, wobei all Hauptdeel mat enger neier Nummer or eng komplett neii Geschicht an enger neier Fantasiewelt mat ze springt. Genretypisch muss als een Held Welt retten, an dat heecht Kreiz a queer duch d'Weltreese. Mat Streiter gewonnen a géint Capeweis Monstren a Bösewichter kämpfen an dobei ëmmer mi stark gin. Och dëskeier spiele ma rëmme schwertschwingenden Held, den zu grossem bestëmmt ass, as sech op segem Wee viele Feinde stelle muss, jo eng Handvoll Gefährten huet, dé sech ëmmer verlosse kann. Schnell fällt allerdings op, dat Welt dëskeier méi vum westlesche Mittelalter inspiriert ass, an net fir näicht mat Game of Thrones verglach gëtt. Vill politisch Intrigen tëschen de verschiedene Nationen a Fraktionen, wobei sich d' Gesamtbild vum Kontinent a vun de Verhältnisse ënner deneen réich no an Nutzer kenne gëtt. Vill Elend, Krich an Dout, de bald jiderin treffe kann. Sexszenen an hey, als Protagonist mat der Jon Snow quafür huet och en 3 riesesche Wolfshund op Sänger seit. Als bësse schroffe Protagonist mat engem lichten Hang zur Dramatik lächtert op den onscheinbare Numm Clive. Heen ass den Echtgeborene vum Grand Duc vun engem Großherzog an huet sech firgeholt zum beste Kämpfer vu senger Nationun ze ginn, fir kënne sei jonke Bruder ze beschützen, den de Phönix vun de legendäre Götter vun dëser Welt asestréit. Jo der huet richchte Scheieren. Nief der Elementmagie, déi d'Mënschen heiers Kristalle gewonnen, ginn et 8 Elementgötter, déi ëmmerem a Mënschen rëmgebuer ginn. Wen en sogenannten Icon asestréit, kann dem seg Mucht fir sech nutzen an ass dodech vun onschätzbarem Wert fir d militärech Mucht fir segem Land. Tatsächlich gëtt an der Welt vu Final Fantasy 16 stänneg gestridener gekricht tech de grosse Nationen en Ressourcen a Form vun de bierschgrosse Mother Crystals, wobei Gleichgewicht tech de Fraktionen dodech bestimmt gëtt, wie méi Icons op Sänger seit huet. Icon dann dat méi japanisch Element an Geschichte ran. An Icons op en las gin, gigantisch Gestalten die Kaijus erinnern an Game of Thrones Rezept mat engem Haure Tag on Titan würze. Weil Story vu segen Intrigen an die Überraschungen lieft, werdech awer ha net méi wat Geschicht verrode. Kommen wir dann zum Ursprung vun de gesplickte Gamercamps, de Gameplay. Wie in JRPG seht auch runnebasierte Kampf, wat Schwerpunkt op Strategie, Zuelen an enger gescheiter Gruppen ze summe setzen.
Final Fantasy huet sech Locher seit längerem vun diesem klassische Spielstil distanziert, für immer méi op schnell dynamisch Realtime-Action durchzusteuern. Wat Final Fantasy 16 gouf dann de letzte Schritt gemacht, an der runnebasierte Kampf ganz opgin. Final Fantasy 16 spielt sech lo wie en Hack-and-Slay-Schnetzler, war doch do leit, dat de Lead-Gameplay-Designer vun Devil May Cry 5 beigeholt gouf. Wen des Franchise kennt, dem werde sicherlich viel Moves a Kombos von Clive bekannt vorkommen. An den zum Beispiel mat Ugriffsbarages in Gegner an der Luft jongliert oder kurzzeitig in extra starke Supermodus aktiviert. A genau hei schäde sich Geister. Viele Fans von der Franchise fanden, dat de Gameplay nicht mehr mit Final Fantasy zu dienen wird, und kritisieren auch den extrem vereinfachte Level-System an Ausrüstungsoptionen. Die hun effektiv nicht mehr viel mit JRPGs zu dienen. Am Laufe der Story kreen Händler aus schmattnei Waffen und Rüstungen heran, die an allem dat all übertreffen. Also einfach austauschen und fertig. Beim Level gehen alle Statuspunkte automatisch verdeelt, und auch den Equipe ist immer festgelegt. Für Strategie kann du also keine Rätsel sein. Einzig bei den wichtigen und immens starken Spezialattacken, die ihn durch Story und Skilltree freischaltet, soll den überlegen, wer ihn wenig equipieren will, weil sie nicht während einem Kampf geändert können. Andererseits erlaubt der vereinfachten und mit zackigen Gameplay neue Spieler anzulocken. Es ist nicht für JRPGs übrig schon und das Änderung begrüßen. So auch mich, der noch nie in andere Final Fantasy gespielt hat. This is the worst! Vergleich mit anderen Action-Schnetzler aus Final Fantasy 16 allerdings ein bisschen limitiert, weil der Gameplay-Design nicht nötig möchte, all den mit extravaganten und starken Attacken Cooldowns zu gehen, während zum Beispiel bei Devil May Cry all Moves zu all Moment lanciert gehen können. Das heißt allerdings nicht, dass Kämpfe von Final Fantasy 16 keinen Spaß machen. Der Clive bewegt sich extrem schneller flüssig, die Animationen sehen extrem proper aus und Attacken haben den Umf, diese verdingen. Dat erlaubt episch und spaßig Action, wie es auch schwört, dass es zu wenig Standard-Moves an Ugriffer gibt, die auch am Vergleich mit den Spezialattacken zu wenig schwört. Das Resultat ist, dass in das ganze Spiel über oft Spezialattacken spammt, sobald es geht, und da praktisch just der Cooldown aufhört, während der Blüssen egal ist, während Standard-Attacken an der Zeit ausgeführt werden. Neben der epischen Hauptgeschichte gibt es auch eine ganze Reihe Nebenquests mit dem üblichen Gedöns wie Objekte sammeln gehen, per Gegner killen und so weiter. So sind nicht die Menschen spannend, der Final Fantasy 16 findet sicher nicht neu. Mir wie gefallen in der Welt an ihre Personagen findet, kann halt mehr Detailer gewöhnt gehen über die Sachen, die an der Hauptgeschichte just angedeutet, über Fluen oder auch gar nicht geschwärzt werden. Daneben kann ihn am Hub aufgeschlossene Missionen und gepackte Kämpfe immer durchspielen für Highscores und Awards, weil es leider keine Belohnungen zu gewinnen gibt, die für den Rest vom Spiel irgendwie relevant wären, hat mir definitiv den Urreiz gefehlt. Wie spät am Spiel tauchen verschiedene einzigartige Monstern an der Welt auf, die gejagt können und mir eine große Herausforderung bieten, gegenüber der unterhaltsamer, aber nicht wirklich schwerer Hauptstory. Dasselbe gilt übrigens auch für eine Handvoll Trials, die an den weitläufigen Landschaften von der semi-opener Welt vom Spiel verstopft sind. Wie sich überdems besser will an der Welt vom Spiel rumfannen, redet sich sicher über die freischaltbare Enzyklopädie, zumal weil die Story der Spieler quasi mit nimmer Begriffe überrennt, die oft nicht direkt erklärt gehen. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist Final Fantasy 16 ein ziemlich schickes Spiel, mit detailverliebte Landschaften, Städte, Kostüme und expressive Gesichter, die die Welt mehr real erscheinen lassen. Bei der knackiger Grafik strotzen da noch Kämpfe nicht mehr so viele Effekte, die ganz flüssig und teilweise so schnell auf den folgen, dass einmal blinzeln durchgeht für Sachen zu verpassen. Andererseits sind die großen Maps aber leider auch bald just für zu bewundern, es gibt oft nicht viel zu entdecken. Aber im Charakterdesign hatte ich also das Gefühl, dass viele Figuren ganz ähnlich Gesichter kriegen. Nicht zu meckern, wenn ich dafür bei der Inszenierung von den Hauptbosskämpfen. Epicness goes auf Maximum geschraubt. Der Orchester bläst es volle Rohren, während sich über Etappen der Kampf immer mehr steigert, bis der gigantische Icons Attacke lassen, die riskieren ganz Länder Platz zu machen. Adrenalin pur so nicht. Auch emotionale Szenen könnt die ambitionierte Inszenierung zu gut. Erstellt ihr auf viel Cutscenes an. Zumal die echt paar Spielstunden und ein Cutscene zu Gameplay-Ratio, die Metal Gear Solid Konkurrenz mischt. Apropos Musik. Die ist für den normalen Gameplay mal mehr, mal minder gelungen.
Mit déi oft seicht an optimistisch Landschaftsmelodien spielen auch während de viele serieuen an deprimante Momente vun der Geschicht. Dat einfach extrem unpassend das. Final Fantasy 16 behandelt Themen wie Flüchtlingskrisen, Hungersnot, Diskriminierung, Klassegesellschaft an sogar Sklaverei. An ihren heiernst du überraschend düstere Nierwegeschichten. Und dat wären friedlich Melodien aller Ghibli am Hintergrund laufen. Gut gefallen wird mir allerdings auch der Fanservice an Easter Eggs, die müssen überall am Spiel verstreht sind. Ob schüss Niemen oder auch Figuren, lassen sich viel Ausspielungen über bekannte Elemente von der Franchise fanden. Mein Fazit: Wéi gelungen oder misslungen Final Fantasy 16 schlussendlich ass, hängt effektiv ganz davon auf, ob ihr lieber klassisch JRPGs huet oder méi wert op einfach Unterhaltung a leicht zugängliche Gameplay lädt. De komplette Bruch mat runnebasierter Strategie war gewot. A fir all potenzielle neue Spieler wird et sicherliche Final Fantasy Veteran, die von den Änderungen enttäuscht ist. Et lässt sich net bestreiten, dat sich viel méi gemerk gouf fir d Präsentation und dat viel Arbecht a Grafik, Cutscenes an Actiondesign gefloss ist. Final Fantasy 16 als richtig schön an technisch proper. Die Inszenierung als den größte stärkt, an ästhetisch bleibt Spielsinge Viergänger 3. Die stark spielerisch Vereinfachung mischt sicherlich den Abstieg einfach. Die spielerisch nach strategischen Davegang und ich aber schon ein bisschen vermisst. Gameplay geht leicht von der Hand an als knackig. Mir so einfach gestreckt, dass es bei diesem langen Spiel irgendwann repetitiv geht. Wenn aber kein Problem mit einfachem Gameplay hat, agieren an eng erhaltsam an episch Fantasiegeschichte antaucht, wischt mit Final Fantasy 16 sicher nicht falsch. That sounds painful. Oh, Jules, das heute war doch schon mal eine gute Abwärmung, ne? Ja, ich muss sagen, Vakanz war schön, Vakanz war gut. Me, du hast aber Zeit, an ich mich drauf, im Richtschloss zu lehen. Absolut. Für allem freue ich auf die nächste Episode, weil die geht so ein bisschen ähnlich, wie dort gewinnt sind. Halloween-Episode. Dafür, an dem Sinn, ciao. Ciao.